Wie lange laufen Sie so über den Acker, wenn Sie über den Acker laufen? Ach, so 2, 3 Stunden mache ich. Ne? Dann gehe ich runter und dann gehe ich so ungefähr in der 3. Spur wieder zurück. Und dann wieder rauf und runter, bis ich ein bisschen Mischucke bin. Ja. Und dann sage ich so, nun musst du mal einen Standortwechsel vornehmen, dann fahre ich irgendwo anders hin. Es gibt ja auch noch andere Felder, wo man dann gucken kann, hier und da. Und dann mache ich das da mal mit. Ja. Guck, was ist das? Das ist schon mal ein Popo. Ein Popo. Also ich habe nur gesehen, dass es was ist, aber tatsächlich. Hier sind die Beine. Hier ist vorne. Das, ja. Der ist auch frisch getroffen vom Fluch. So. Ja. Ein Po. Man erkennt das, Ja. wenn man will. Ja, wenn man will, kann man das erkennen. Ja. Hat mir jetzt die Nase schwarz gemacht? Nee, sie sehen noch wunderschön aus. Machen Sie sich keine Sorgen. Also So, hinein rein in mit die dem Po. Tüte. Aber das ist dann jetzt nicht gesagt, dass man das zweite Teil oder ein anderes Teil davon dann auch hier findet. Ja. Das ist dann entweder tief in der Erde oder sonst wo. Aber früher hat man, also zu Anfangszeiten, da hat man, wenn man so 300 Meter so ein Feld runtergegangen ist, hat man ungefähr 16 Teile gehabt. Das, Oha. ja. Und das ist heute lange nicht mehr so. Man findet nur noch ganz wenig. 16 Teile einmal so eine Bahn oder hin und her das ganze Feld abgrasen? Eine Bahn. Dieses zum Beispiel auch nur noch ein Rest von so einem Flaschenverschluss. Das nehme ich nun eigentlich nicht mehr mit. Das wollen wir mal hier lassen. Der Po, der war ja ziemlich deutlich zu erkennen, aber das hier, so voll wie das noch mit Sand war, war das für mich erstmal nur irgendetwas. Aber Sie sehen ja sofort, was das ist. Sie können das hier, ist Erfahrung, ne? Nach 20 Jahren weiß man sowas. Jetzt habe ich eigentlich immer das so richtig gesehen. Wenn ich einen Teil gefunden habe, eigentlich immer gleich von vornherein, wenn ich sehe, ah ja, sowas ist das. Oder deswegen bücke ich mich eigentlich schon nach anderen Teilen gar nicht mehr. Ja, klar. Ich meine, Sie haben ja nun auch schon eine stolze Sammlung, ne? Genau. Ja, schade, dass hier noch so viel Grün ist. Denn wenn das nicht wäre, dann... Wenn Sie zwischendurch Hunger haben, ziehen Sie sich mal einen Maiskolben. Ne? Ja. Das kündigen Sie den Bauern aber schon an, dass Sie hier rüberlaufen, oder dürfen Sie da einfach so längs? Also, sagen wir mal so, eigentlich gehe ich zu solchen Zeiten da nicht rüber. Aber wenn, dann wäre das höchstwahrscheinlich auch nicht so schlimm. Es artet ja nicht aus. Man läuft ja nicht mit 20 Leuten hier rüber und macht einen großen Flurschaden. Nee. Lieber ist es mir, aber ich gehe über ein abgeerntetes Feld, dann kann ich gar keinen Ärger machen. Ja. So habe ich immer so ein leichtes Unbehagen und sage, so ganz gut ist das nicht, was du jetzt hier machst. Wie oft rennen Sie denn so im Schnitt über den Acker, wenn dann so die Zeit dafür ist? Ja, dann bin ich eigentlich immer jeden Sonntag losgegangen, gleich nach Mittag, Was? so bis zum Dunkelwerden und dann nach Haus. Und dann hatte ich immer eine schöne Tüte voll. Guck mal hier. Ja, sehr schön. Ha, habe ich doch auch mal was entdeckt. Und da kann man nun keine Schrift sehen, Nee. aber man kann, das gibt, wenn man das so ein bisschen schräg hält, kann man sehen, ob da überhaupt Schrift drauf war. Es gibt nämlich welche, wo keine Schrift drauf ist. Aha. Und wenn da Schrift drauf war, dann kann man das mit einer Bronzebürste überbürsten und dann kommen die Buchstaben wieder raus, ganz schwach zwar, Ja. oder mit dem Bleistift, mit der Bleistiftmine und so ein bisschen wischen. Ach, Aber das ist schon mal ein gutes Teilchen. Rein in die Tüte. Ich habe das ja, gut, ich bin ja nur auch ein kleiner Mensch. Ich bin schon durch größere Maisfelder das sieht gegangen. überhaupt nicht. Und dann habe ich hinterher gelesen, dass da Wildschweine drin sind. Da habe ich auch gedacht, Mensch. oh Mann, das ist aber auch Das gefährlich. ist das Viech ja fast größer als Sie dann. Ja. Nee, da hätte ich aber Schiss. Ja, da habe ich das dann auch lieber nachgelassen. Ja. Ach, guck mal, hier tatsächlich sieht man ja auch ein bisschen was. Ja, sowas Wird Sie kaum interessieren, aber immerhin, man erkennt eine Mühle. Ja, genau. Das sind ja diese Teller mit den Mustern drauf, mit den Gemälden drauf. Und da findet man immer eigentlich noch viel solche Scherben. Bloß weil das eben vom großen Teller ist
und immer so wenig aussagt, nehme ich die natürlich. Nee, ist klar. Ich habe auch mal hier auf diesem Acker, hatte der Bauer mal einen Teil von seinem Grubber verloren. Von seinem was? Wenn er das Feld so umschlägt, Grubber. Ja. Und da hatte er so einen Zacken verloren. Und den hatte ich hier irgendwo gefunden. Da war der Bolzen wohl abgegangen. Und da habe ich ihn angerufen. Und dann habe ich ihm das da unten in den Graben gelegt. Nee, da habe ich ihn angerufen, dass das Teilchen da unten liegt. Da hat er sich das da dann auch weggeholt. Ich habe dann am nächsten Sonntag war es nicht mehr da. Das ist ja auch relativ kostbar für ihn. Dann braucht er das nicht extra nachkaufen, wenn das mal verloren geht. Ach, das kann ich mir aber auch wirklich ganz erholsam und entspannt vorstellen. Bin ich sowieso so eine Spaziergängerin? So ganz alleine geht Ja. und so vor sich hin sinniert und gar nichts macht und nur guckt. Man muss vor allen Dingen, muss man auch total abschalten eigentlich. Und nur gucken und nur an nichts denken. Man denkt ja immer an irgendwas, aber so eigentlich ganz entspannt sein, so ganz zur Ruhe kommen. Das ist vielleicht so ein bisschen so wie meditieren oder so ein bisschen. Also doch, das macht schon Spaß. Das kann man manchem empfehlen. Bloß die Bauern mögen das vielleicht ja nicht so gerne haben. Hier alle, oder die Landwirte heißt das ja heute, wenn hier alle Leute durch die Reihen toben. Nun, eigentlich ist der Reiz ja der, wenn ich solche Sachen habe, wenn ich sie selbst gesammelt habe und selbst gefunden habe, dann ist das interessant. Wenn man das nur wieder kauft, ich weiß nicht, dann ist das doch eigentlich schon gar nicht mehr so interessant. Jedenfalls, mir geht das eigentlich immer so, ich war zum Beispiel neulich auf der Insel Möhn. Ja, und letztendlich habe ich mir da so einen kleinen Seeigel gekauft. Aber mein Herz hängt doch mehr an den Seeigeln, die ich hier finde oder sonst wo finde, als an so einem gekauften. Den habe ich nicht selbst gefunden. Und so sehe ich das mit solchen Sachen auch. Wenn ich so ein Püppchen hier auf dem Acker finde und lege das in meine Vitrine und sage, guck mal, habe ich selbst gefunden. Aber wenn ich das jetzt kaufe und sage, das habe ich mir da auf dem Flohmarkt gekauft und so, und dann ist das eigentlich nicht mehr so die Beziehung dazu, meiner Ansicht nach. Also mich würden die Sachen, die da auch von Ihnen im Museum sind, die sind ja alle ganz entzückend und schön. Und seit ich weiß, das hat so eine Verrückte, die jeden Sonntag über den Acker läuft, gefunden, finde ich die Geschichte noch viel toller und viel interessanter auch. Ja, aber so ist es tatsächlich, ne? Man würde ja eigentlich nicht auf die Idee kommen, sich da so einen Popo, den wir eben gefunden haben, irgendwo hinzulegen und zu sagen, hier toll. Nee. Aber weil man, wenn man nun wieder den geschichtlichen Hintergrund sieht und sagt, das will ich für die Nachwelt aufheben, das hatten die früher mal in Hamburg. Ja. Und das ist so und so auf dem Wege dahin gekommen und kaputt gegangen und alles Mögliche. Und dann hat das ja irgendwie einen Bezug. Und wenn das dann im Museum angeguckt werden kann, ist das ja auch durchaus interessant. Und was man alles für Schätze auf Norderstedts Äckern so findet, blank geputzt und zur Ausstellung bereit, das sehen Sie nach der Werbung. Den richtig guten Stoff gibt's bei mir. Nur wenn ich jetzt so Schleichtiere auf dem Flohmarkt sehe und weil die so natürlich sind, denke ich, oh, die sammelst du. Eigentlich war es ursprünglich so, dass ich gedacht habe für die Enkelkinder. Jo. Aber dann habe ich gedacht, nee, ist eigentlich viel zu schade. Die schönen Tiere. Die sind zu schade für die Enkelkinder. Das ist ein Knaller, das finde ich gut. Ja. Das heißt, die kriegen das jetzt gar nicht erst zu sehen. War eigentlich für euch, aber Omi möchte lieber selber. So ist es. Ne? Und das ist ja leider schon so eng, ja, dass wir eigentlich jetzt aufhören müssen zu sammeln.
Das sind ja auch noch wirklich geschichtsträchtige Sachen. Also selbst wenn man noch so einen Ranzen hier sieht, wenn ich mir überlege, mit was für Ränzeln die Kinder heute rumrennen, die das dann sagen, hier, guck mal, damit ist Papi losgelaufen. Ja. Das ist doch eigentlich... Das ist schon schön, ne? Mir macht das ja selbst Spaß. Ich gucke ja auch gerne, wenn einer was sammelt und ich mache das gerne sehen. Ich freue mich, wenn irgendwo einer eine Sammlung hat und das zeigen kann. Dann bin ich nicht neidisch, dass er das hat, sondern das freut mich dann. Und ich finde sowas interessant. Ich finde das schon von außen klasse. Also wann hat man ein Puppenhaus mit so vielen Fenstern? Wow. Die ganzen Töpfchen und die Waffeln. Lecker. Weil das ist ja schön. Man kann an diesem Puppenhaus eigentlich auch noch den Kindern erzählen, wie früher so gewirtschaftet wurde. Wie es Ne? mal war, ja. Die haben ja heute das alle ganz modern. Ja. Ich bin ja 1940 geboren und ich habe ja als Kind keine Puppenstube gehabt, weil das eben schlechte Zeiten waren. Ich hatte keinen Roller, ich hatte keine Rollschuhe, ich hatte eine hübsche Negerpuppe. Da habe ich mal einem Mädchen Nachhilfe gegeben und habe der die Negerpuppe geschenkt. Und damit ist eigentlich die Puppensache angefangen. Da habe ich mal auf dem Flohmarkt eine Negerpuppe gesehen. Ich sage, oh, die kaufe ich mir. Negerpuppe, die muss ich wieder haben. Ich habe noch meine gehabt. Die habe ich, glaube ich, noch. Ja. So was Besonderes. So Negerpuppen, ne? Die hat man nicht so oft. Darf man das eigentlich heute noch sagen? Ist ja auch egal. Eigentlich darf man das nicht mehr sagen, aber was soll ich nur sagen? Die sind so alt, ich finde, das darf man wieder. Damit ist eigentlich dann die Sammelei angefangen. Ja. Und weil man dann die Teddys aufgehoben hat von den Kindern und kam mal dies und jenes dazu. Und so entsteht das denn. Dann sagt man, das oder das oder das. Ja. Nee, wegtun machst du das nicht. Und dann nee, das behalt das man lieber schade. Noch. Ja, mein Mann sagt schon immer, ich soll mal die Gläser endlich wegschmeißen. Aber ich weiß auch nicht, ich könnte sie ja mal zum Container bringen. Aber dann habe ich wieder ein bisschen mehr Platz. Das füllen Sie doch ganz schnell auf. Genau, das ist das. Ja. Dann kommt wieder was anderes hin. Und so kleine Knöpfe, die finden Sie auf dem Acker in der Erde? Ja klar, wenn die da rausgucken. So irgendwie so ein bisschen. Ja klar, ist gut. Ja, ich meine, die stecken in der Erde, sowas sieht man doch so schon nicht. So ein Auge, so ein Stück. Oder eine Perle. Das sieht man. Also wenn Ihnen das jetzt runterfällt, dann würde ich mich dumm und dusselig suchen und Sie buddeln das da. Gehen Sie jetzt ständig, wenn Sie spazieren gehen, mit dem Kopf auf der Erde und gucken, was da so liegt? Sie sammeln jeden Quatsch auf? Eigentlich immer mit der Nase auf der Erde und guck nach unten. Ich bin schon immer ein guter Finder gewesen, also so irgendwie. Aber ein normaler Mensch, der kommt ja nun nicht auf die Idee, über den Acker zu laufen und zu gucken, was da drin steckt. Ja, wie ist das denn nun gekommen? Und zwar ist das früher so gewesen, man hatte ja in der Stadt, so wie auch in Hamburg, keine Müllabfuhr. Und da hat man alles in Rinnstein geworfen. Und dieses ganze Zeug, was im Rinnstein liegt, das fängt ja an zu stinken. Das wurde zusammengeschoben und dann waren die Bauern hier verpflichtet, wenn die was nach Hamburg gebracht haben, den Kram mitzunehmen. Und das haben sie auf die Felder gebracht und untergepflügt. Mhm. Und das findet man nur eben. Und das sind diese Sachen. Ich meine, Sie laufen immer noch über den Acker und suchen, ne? Und wieder ja. Nicht mehr so oft wie früher, weil es kommt ja nichts Neues mehr nach. Irgendwann sind die guten Teile weg. Und es war ja schon mal ein Artikel in der Zeitung und da sind hier aus Poppenbüttel 3 Frauen, aber systematisch. Die haben kartografisch das angelegt und haben gesagt, den Acker haben wir schon abgegrast und der Acker und der Acker. Und dann sind sie zu dritt rüber und abgesucht. Und die haben das dann auf Flohmärkten auch verkauft und so. Ne? Ja. Und das finde ich nun wirklich faszinierend, dass man da immer noch was findet. Ja. Ich meine, wie lange sind Sie denn schon dabei? Das sind jetzt 20 Jahre. Mhm. Ja, ich hatte zum 50. etwas geländegängiges Fahrrad gekriegt. Und da hatte ich mich da hinten am Wittmoor, war ich an so einem Matschweg in Gange. Und dann denke ich, Mann, Riesenpfützen, da kamst du mit dem Fahrrad nicht durch. Und da war das Maisfeld da oben abgeerntet. Und dann denke ich, ach, dann schiebst du ein Rad eben rauf zur Segeberger übers Maisfeld und bin eben auf dem Feld. Oh, Puppe. Und dann ging's los. Und seitdem bin ich dann immer sonntags abgewaschen und dann los. Ich sage, ich muss erst mal auf den Acker. Und jetzt ist es aber nicht mehr so schlimm. Jetzt fahre ich hin und wieder mal. Das Schärfste ist ja hier das Glotzauge. Ja, das finde ich schon... Da weiß ich noch nicht mal, ob ich sowas finden möchte. Wenn das so guckt, das hat mich so angeguckt. Und das ne? in Wittmoor.
hier so, da sieht man ja noch, wo es dreckig ist, schmutzig. Also das war so, das ist das Feld. Wenn Sie das jetzt im Glasmoor auch noch finden, wo das Gefängnis ist, dann würde ich mir aber wirklich Gedanken machen, wenn ich sowas sehe. Da würde ich auch gar nicht weiter buddeln wollen. Ja, dann noch Geschirr, Fleischklopfer und dann die ganzen, das sind Medizinfläschchen und Parfümfläschchen, Tintenfässer und Salbentöpfe mit Salbe. Das ist richtig Salbe. Die Enkelkinder interessieren sich schon mal dafür. Ne? Die interessieren sich aber dann mehr für die Versteinerungen und so. Die suchen dann auch schon mal. Die Jungs, die sagen sowieso beide, was soll das? Aber vielleicht zu viele Puppen dabei. ja, genau. Das ist so alles Nippes. Ach ja, hier so ein Windhund war das ja. Kommt das denn auch ab und an mal vor, dass Sie was finden und sagen, oh nee, ist doch nicht so schön und zurück auf den Acker werfen? Nein, eigentlich gar nicht. Ich sehe eigentlich schon an der Scherbe, die ist was oder die ist nichts. Ne? Das muss schon irgendwie nach was aussehen. Also, dass ich das Gefühl habe, das ist irgendwas Vernünftiges. Aber Ihr Mann hat in diesen ganzen Jahren, ich meine, Sie sind nun eine ganz extreme Sammlerin, auch nie mit Scheidung gedroht, weil ihm das hier einfach alles zu viel wird, ne? Nein. Er hat eher gesagt, es wäre wohl ein bisschen leichtsinnig, dass ich da immer so alleine irgendwo in der Wildnis rumlaufe. War ihm dann ein bisschen zu gefährlich. Man darf aber nicht zu lange an der gleichen Stelle gehen, dann kriegt man auch irgendwie einen. Dann muss man mal wieder aufs Rad steigen, woanders hinfahren und wieder von vorne anfangen, sonst fängt man auch an, so ein bisschen vor sich hin zu spinnen. Wie viele Teile haben Sie jetzt hier schon in den 20 Jahren gefunden? Haben Sie auch nur annähernd eine Vorstellung davon? Keine Vorstellung. Also wenn ich das schon sehe, und ich habe ja noch einen Karton, da sind auch noch lauter Marmeln drin, der ist noch voller mit den kleineren und Puppenköpfe, unheimlich viele, oder diese kleinen Püppchen. Also das kann ich gar nicht beziffern. Das so Lieblingsstücke, die Sie gefunden haben, wo Sie sagen, also da bin ich besonders stolz drauf oder da hänge ich ganz besonders dran? Ja, also mein Lieblingsstück war ja eigentlich Bismarck, der mich plötzlich so aus dem Acker angeguckt hat. Da guckte plötzlich der kleine Bismarck-Kopf. Der ist im Museum, ja. Das ist ja alles irgendwie Kultur. Ja. Aus den Jahren so 1830, vielleicht auch noch ein bisschen eher, bis 1890. Da fing das in Hamburg mit der Müllverbrennung an. Und da habe ich immer gedacht, es ist doch eigentlich schade, diese Scherben, die sagen ja noch über die damalige Zeit was aus, wenn die jetzt alle so weg sind. Ja. Und was ich dann da sammeln kann und vielleicht so wie hier dem Museum geben kann, das ist zumindest ja auch nochmal ein Überblick über das, was man damals gehabt hat. Ja. Anderer würde sagen, was willst du mit dem Mist? Steck das in den Ascheimer, das sind alle Scherben. Ne? Ja. Aber irgendwo ist das ja mal ein Stück gewesen, da hat einer dran gehangen, dem ist das zerbrochen, der musste das schweren Herzens wegtun. Und ja, es ist eben Geschichte, es ist eben unsere Geschichte.